So, wir sind da hinten. Wir müssen, Moment. Da geht's mal nicht aussehen. Wir müssen da um. Durch die Bibliothek durch. Dann nochmal da rechts abbiegen. Und die anderen Herrschaften warten noch. Ja, Burm. Er geht einfach rein. Ist sogar keiner drin? Eine Jacken. Jemand hat sich mit der Dusche einen Scherz erlaubt. Schaut es aus, gell? Die Jacke des verunglückten Bergsteigers. Die Jacke des verunglückten Bergsteigers. Das Radio des verunglückten Bergsteigers. Was, der hat ein Radio gehabt? Mein Handtuch ist völlig durchnässt. Ich sollte es besser wieder in mein Zimmer bringen. Wer könnte hinter diesem Streich stecken? Wer könnte in diesen Streich stecken? Das ist eine gute Frage. Und was wollte er? Ich muss mit dem Handtuch heute machen. Ich glaube, das Handtuch wollte ich zurückbringen. Pass auf, ich schau mal aussehen. Das heißt, wir müssen wieder auf. Ich nehme an, dass außer Ihnen niemand da drin war, Inspektor. Noch mehr Schabernack von dem Toten. Sieht ganz so aus, als würde jemand seine Spielchen mit uns treiben. Bestimmt. Aber was, wenn es kein Spiel ist? Was, wenn hier wirklich etwas Merkwürdiges vor sich geht? Das bezweifle ich. Aber das alles ist wirklich mysteriös. Wenn das alles nur ein Spaß ist, wo ist da der Sinn? Ja, Alter, es muss ja nicht alles einen Sinn haben. Vielleicht sollten Sie das besser den Hotelbesitzer fragen. Ja, der führt sicher etwas im Schilde. Na dann viel Glück dabei, das herauszufinden. In der Zwischenzeit genehmige ich mir eine heiße Dusche, Gentlemen. Gut, da sind wir noch das beim Duschen und wir möchten das aufgehen. Und die nassen Handtücher aufhängen. Das ist die Frage, wo ist denn wieder aufgegangen? Da hinten. Und ich glaube alle, dass der verunglückte Bergsteiger da irgendwie rumgeistert. Ich glaube eher, dass da irgendwie einer seinen Schabernack treibt. Pass auf, unser Zimmer, das war auf der anderen Seite drin. Nochmal um sich herum. Und da hinten. Jemand war in meinem Zimmer. Ich muss alles genau unter die Lupe nehmen. Was? Jemand war in unserem Zimmer? Ja, warum sperrst du das nicht ab? Muss ich erstmal die Handtücher weglegen. Was ist das da? Ein nasses Handtuch. Und der Wasserhahn läuft immer noch. Das wird ja deine Wasserrechnung. Pass auf, jemand war da erinnert. Oder vielleicht in unserem Koffer rumgesucht. Ich schau mir rein. Es scheint uns so zu sein. Jemand hat eine Nachricht auf meinen Tisch geklebt und dafür gesorgt, dass ich sie auch ganz bestimmt nicht übersehe. Was eine Nachricht. Das da.
Was Hinko soll ein gefährlicher Gangster sein? Und sein Spitzname lautet Eule. Alter. Und er ist bewaffnet und was bedroht das Leben eines der Hotelgäste. Interessant. Aber noch interessanter wäre es zu wissen, wer die Nachricht geschrieben hat. Vielleicht kann ich die Handschrift mit dem Gästebuch vergleichen. Die Handschrift mit dem Gästebuch vergleichen. Pass auf, ich muss mir Zugang zu Hinkos Zimmer verschaffen, damit ich es durchsuchen kann. Dafür brauche ich den Schlüssel. Schlüssel, woher kriege ich den? Von Alec. Mit dem Alec können wir ja ziemlich gut sprechen, gell? Vielleicht händigt er uns einfach den Schlüssel aus. Was war das auch? Was war das? Klang so, als wäre es aus dem Museumszimmer gekommen. Museumszimmer? Alter, was ist denn das Museumszimmer? Das da herum? Die Tür ist abgeschlossen. Na, das da. Der Herr Moses, was hat denn der? Der Absteige. Was für ein Loch! Was machen Sie hier? Was ich hier mache? Ich suche lediglich nach dem Halunken, der in diesem Hotel herumschleicht, die Besitztümer anderer Gäste stiehlt und durch das Fenster meiner Gemahlin glotzt. Also haben Sie beschlossen, sich als Polizeiinspektor zu versuchen. Verflucht sollen diese Uniformfritzen sein. Wir haben ja schon einen von denen hier, nicht wahr, Herr Glebski? Und was taugt er? Nichts. Soll ich eine Belohnung ausschreiben? Wie viel darf's denn sein? 5.000? 10.000? Na schön, 15.000 $ für denjenigen, der mir meine goldene Uhr zurückbringt. Sie vermissen also Ihre Uhr. Ja, Wann haben Sie gemerkt, dass sie weg ist? erst gerade eben. Wo bewahren Sie sie normalerweise auf? Ich bewahre sie nicht nur irgendwo auf, ich benutze sie. Heute Morgen lag sie noch auf meinem Tisch. Gut, wenn Sie Anzeige erstatten wollen, rufe ich die Polizei. In Ordnung, denke ich. Vielleicht taucht die Uhr ja wieder auf. Ich würde gerne glauben können, dass das nur wieder einer dieser dummen Streiche war. So, dem Herrn Moses ist die Uhr geklaut worden. Moment, Ereignisse. Und zwar... Herr Moses vermisst seine goldene Uhr. Und jetzt sollen wir nach der anderen suchen, oder was? Was, das ist ein Fortschritt? Sieht ganz so aus, als wolle mich jemand entweder warnen oder Hinkos verleumden. Wie auch immer. Ich muss in sein Zimmer gelangen und dort ein wenig herumschnüffeln. In sein Zimmer, gell? Simonet. Ist da jemand da? Achso, da kann ich einfach rein. Geil. Ist der da? Ach, der ist gar nicht da. Aber vielleicht sollte man ein bisschen rumschnüffeln. Wer weiß? Vielleicht ist das immer nicht der schlimme Bursche. Was ist denn das da? Einige handgeschriebene Formeln. Die Schrift unterscheidet sich deutlich von der Nachricht. Simonet kommt als Verfasser also nicht in Frage. Ach so. Sollen wir da noch von jedem irgendwas suchen, oder wie? Simonet hat nicht die Hinkos-Nachricht geschrieben.
Ach so, das war schon mal ein guter Hinweis, gell? Und der Bursche hat immer noch nicht zusammengerammt. Der Rin schaut noch aus wie Sau. Das Zimmer von Hinkus. Ja, ich vermute halt, das ist Zimmer Nummer 6. Da bin ich mir ziemlich Abgeschlossen. sicher. Ich muss irgendwie reinkommen. Ja, sagt er, das ist schon. Nur ich brauche einen Schlüssel. Ach, da ist er. Na, das ist immer nicht. Herr Inspektor, Lust auf eine Runde Billard? Billard. Ist gerade schlecht. Nein, ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Was ist los, Inspektor? Sie haben doch nicht etwa Angst zu verlieren? Nein, ich habe gerade einfach keine Lust. Ich bin nämlich gerade am Ermitteln. Und zwar suche einen, ja, war nicht, ein Mörder. Und eine goldene Uhr. Pass auf, ich schaue jetzt einmal zu Alec. Und frage mal den, ob der irgendwas weiß. So, der sitzt da erinnert. Wie gefällt es Ihnen hier, Peter? Wie es mir gefällt. Beschissen. Pass auf, was mach ich denn? Gut, aber wenn wir schon dabei sind, Alec, Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, ich würde gerne einen Blick in das Gästebuch werfen. Das sollte kein Problem sein. Aber darf ich fragen, warum? Ich will nachsehen, unter welchem Namen Olaf und Hinkus eingecheckt haben. Sie brauchen mich nur zu fragen. Dann werde ich Ihnen diese Auskunft geben. Das ist sehr freundlich, aber ich würde gerne selbst einen Blick hineinwerfen. Also gut, bitte sehr. Danke. so, wo hat er denn das Bier da vorne? Das Gästebuch. Alex' Handschrift ähnelt nicht der auf der Nachricht. Ah ja, gut. Jede Menge Pläne und Dokumente. Jetzt haben wir wieder einen Eindruck. Alec hat nicht die Hinkus-Nachricht geschrieben. Wie gefällt es Ihnen hier, Peter? Dieses Hotel bietet weit mehr als nur Gemütlichkeit und Spaß. Was ist nun schon wieder passiert? Herr Moses vermisst angeblich seine goldene Uhr. Sollte sie nicht bald wieder auftauchen, will er bei der Polizei Anzeige erstatten. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ich glaube nicht, dass Sie von Polizisten und Journalisten umringt sein wollen, die Sie mit Fragen löchern. Da haben Sie recht, Peter. Was soll ich tun? Haben Sie jemanden in Verdacht? Einen Verdächtigen haben wir eigentlich eher nicht, gell? Hinkus, ja, den können wir nicht beschuldigen. Wir wissen nichts über den. Bisher nicht. Nun, falls ich irgendwie helfen kann, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Viele Fotos. Hauptsächlich Porträts. Hey, da ist der Schlüssel, oder? Ist er Ich das? kann den Schlüsselbund nicht einfach nehmen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Alec aus dem Büro zu locken. Alec aus dem Büro zu locken. Wie locke ich den raus? Scheiße. Wie locke ich den raus? Das ist eine gute Frage. Wie locke ich den da aussehen? Jetzt wenn ich.
Ja, pass auf. Hat denn die Hütten Glocken? Die Klingel? Die Klingel. Ja, pass auf. Ring. Jetzt rennt er aus, aber darf. Hoffe ich zumindest. Ja? Oder nicht? Ach, da ist er schon, seht ihr das? Ich glaube, wir haben einen neuen Gast. Bestimmt, ja. Schau mich noch. Dabei huscht ihn rein. Alec hat wohl die Tür abgesperrt, als er das Zimmer verlassen hat. Ich muss das irgendwie verhindern. Scheiße. So dumm ist er doch nicht, wie er ausschaut. Alex sperrt die Bürotür ab, wenn er das Zimmer verlässt. Ich muss das Schloss irgendwie manipulieren. Das Schloss manipulieren. Ich glaube, mit dem Brecheisen ist, glaube ich, ein bisschen zu rabiat, oder? Das mag er nicht. Vielleicht sollen wir ein Sandwich einzwicken. Wir müssen fast irgendwas einzwicken, damit der Riegel gar nicht mehr ins Schloss springt. Oder so. Das war die Idee, aber ich weiß nicht wie.